Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. H wie Haus Wittelsbach. Teil 1. Der Aufstieg einer Dynastie. Kaum ein anderes Adelsgeschlecht hat die Geschichte Bayerns so nachhaltig geprägt wie das Haus Wittelsbach. Über mehr als 7 Jahrhunderte stellten die Wittelsbacher Herzöge, Kurfürsten und schließlich Könige. Ihr weiß-blaues Rautenwappen begegnet uns bis heute auf Rathäusern, Burgen, Schlössern und sogar auf der Flagge des Freistaats Bayern. Doch dieser Aufstieg war keineswegs selbstverständlich. Die Wittelsbacher gehörten zunächst nur zu zahlreichen Grafengeschlechtern des Heiligen Römischen Reiches. Erst durch geschickte Heiratspolitik, bedeutende Erbschaften, kluge Bündnisse und politische Weitsicht gelang es ihnen, ihre Herrschaft Schritt für Schritt auszubauen. Genau diese Entwicklung wollen wir uns heute ansehen. Die Ursprünge. Die Grafen von Scheiern. Die Geschichte der Wittelsbacher beginnt nicht auf einer prachtvollen Residenz oder in einem Königsschloss, sondern auf einer Burg in Oberbayern. Als erster sicher nachweisbarer Ahnherr gilt Graf Otto von Scheiern, der Mitte des 11. Jahrhunderts urkundlich erwähnt wird. Zusammen mit seiner Gemahlin Hadsiga begründete er jenes Geschlecht, das später als Haus Wittelsbach in die Geschichte eingehen soll. Die Familie benannte sich zunächst nach ihrer Burg Scheiern. Diese lag auf einem Höhenrücken südlich vom Pfaffenhofen an der Ilm und bildete den Mittelpunkt ihrer Herrschaft. Anfang des 12. Jahrhunderts verlegte Graf Otto V. seinen Sitz jedoch auf eine neu errichtete Burg bei Aichach, die Burg Wittelsbach. Fortan führte die Familie den Namen dieser neuen Stammburg. Die erste bedeutende Erbschaft, das Erbe der Pettendorfer. Schon früh zeigte sich, dass nicht allein militärische Stärke über den Aufstieg eines Adelsgeschlechts entschied. Oft waren es geschickte Heiraten und glückliche Erbschaften, die den Grundstein für spätere Macht legten. Eine dieser entscheidenden Weichenstellungen führte in die heutige Oberpfalz. Dort gehörten die Herren von Pettendorf, Hopfenohe und Lengenfeld im 11. und frühen 12. Jahrhundert zu den bedeutendsten Adelsgeschlechtern des Nordgaus. Ihr Herrschaftsgebiet reichte von der Gegend um Pettendorf und Lengenfeld bis in den Raum um Kemnath, Waldeck und umfasste zahlreiche Burgen, Dörfer und Vogteirechte. Mit dem Tod Friedrichs III. Von Pettendorf im Jahr 1119 endete das Geschlecht der Grafen von Pettendorf, Lengenfeld, Hopfenohe in männlicher Linie. Sein umfangreicher Besitz ging daraufhin auf seine beiden Töchter über. Die ältere Tochter Heilika heiratete Otto V. von Scheiern, den späteren Pfalzgrafen von Bayern. Mit ihr gelangten umfangreiche Besitzungen im Nordgau an die Wittelsbacher. Diese Besitzungen stärkten die Stellung der Familie erheblich und erweiterten ihren Einfluss weit über das ursprüngliche Herrschaftsgebiet in Oberbayern hinaus. Die jüngere Tochter Heilwig heiratete Gebhard I. von Leuchtenberg. Damit gelangte ein weiterer Teil des Pettendorfer Erbes an die späteren Landgrafen von Leuchtenberg. Bereits hier entstand also jene enge verwandtschaftliche Verbindung zwischen beiden Dynastien, die die Geschichte der Oberpfalz doch über Jahrhunderte prägen sollte. Gerade dieses Erbe wird in vielen Darstellungen nur am Rande erwähnt. Tatsächlich markiert es jedoch einen wichtigen Schritt auf dem Weg der Wittelsbacher zu einer der mächtigsten Dynastien Bayerns. Ohne diese Besitzungen im Nordgau hätte sich ihre Herrschaft vermutlich deutlich langsamer entwickelt. Die Pfalzgrafen von Bayern. Der Weg zur Macht. Nach der bedeutenden Erbschaft der Herren von Pettendorf, Hopfenohe und Lengenfeld verfügten die Wittelsbacher nicht nur über umfangreiche Besitzungen in Oberbayern oder Oberpfalz, auch ihr politisches Ansehen wuchs stetig. Bereits wenige Jahre später bekleideten sie eines der bedeutendsten Ämter im Herzogtum Bayern, das des Pfalzgrafen. Doch was war eigentlich ein Pfalzgraf?
Ursprünglich vertrat der Pfalzgraf den König oder Kaiser in dessen Abwesenheit. Er sprach Recht, verwaltete königlichen Güter und nahm wichtige Verwaltungsaufgaben wahr. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus eines der höchsten weltlichen Ämter innerhalb des Herzogtums Bayern. Mit Otto V. von Scheiern gelangte dieses Amt um 1120 erstmals in die Hände der späteren Wittelsbacher. Damit gehörten sie nun endgültig zur Spitze des bayerischen Hochadels. Ihr Einfluss reichte längst weit über ihre eigenen Burgen und Herrschaften hinaus. Dennoch blieb ein Ziel noch unerreicht. Über Bayern herrschten weiterhin die Welfen, eines der mächtigsten Fürstengeschlechter Europas. Doch schon bald sollten politische Ereignisse den Wittelsbachern eine Gelegenheit eröffnen, mit der wohl niemand gerechnet hatte. Vom Pfalzgrafen zum Herzog von Bayern. Das Jahr 1180 markiert einen der bedeutendsten Wendepunkte der bayerischen Geschichte. Damals geriet Herzog Heinrich der Löwe aus dem Geschlecht der Welfen in einen schweren Konflikt mit Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Heinrich hatte den Kaiser mehrfach nicht unterstützt und verlor dadurch zunehmend dessen Vertrauen. Schließlich sprach Barbarossa die Reichsacht über ihn aus und entzog ihm unter anderem das Herzogtum Bayern. Der Kaiser musste nun entscheiden, wem er dieses bedeutende Herzogtum anvertrauen wollte. Seine Wahl fiel auf Otto I. von Wittelsbach. Mit der feierlichen Belehnung auf dem Hoftag zu Altenburg, Thüringen, begann die über 700-jährige Herrschaft der Wittelsbacher über Bayern. Aus einem erfolgreichen Grafengeschlecht wurde nun das regierende Herzogshaus. Für Otto I. war dies eine gewaltige Herausforderung. Zwar trug er nun den Herzogstitel, doch zahlreiche Grafen, Bischöfe und Klöster verfügten weiterhin über weitreichende Eigenrechte. Die herzogliche Macht musste deshalb Schritt für Schritt gefestigt werden. Dabei spielten Burgen eine entscheidende Rolle. Sie dienten nicht nur der Verteidigung, sondern waren zugleich Verwaltungszentren, Gerichtsstätten und sichtbare Zeichen herzoglicher Herrschaft. Von hier aus organisierten die Wittelsbacher ihr wachsendes Territorium und bauten ihren Einfluss kontinuierlich aus. Mit Otto I. begann somit eine Herrschaft, die Bayern über 7 Jahrhunderte prägen sollte, länger als jede andere Dynastie des Landes. Das Erbe der Grafen von Bogen. Nur rund 60 Jahre nach der Belehnung Ottos I. bot sich den Wittelsbachern erneut eine einmalige Gelegenheit, ihre Macht weiter auszubauen. Wieder war es nicht ein Krieg, sondern eine Erbschaft, die ihre Geschichte entscheidend verändern sollte. Die Grafen von Bogen gehörten im Hochmittelalter zu den bedeutendsten Adelsgeschlechtern Altbayerns. Ihr Herrschaftsgebiet erstreckte sich entlang der Donau bis tief in den Bayerischen Wald. Zahlreiche Burgen, Städte und Märkte sicherten ihren Einfluss und machten sie zu einem wichtigen politischen Faktor innerhalb des Herzogtums. Als Graf Adalbert IV. Von Bogen im Jahr 1242 ohne männliche Nachkommen starb, erlosch das Geschlecht der Grafen von Bogen. Da seine Tochter Elisabeth bereits 1224 Herzog Otto II. Von Bayern aus dem Haus Wittelsbach geheiratet hatte, fiel das umfangreiche Erbe der Grafen von Bogen an die Wittelsbacher. Für die Wittelsbacher erwies sich dies als ein weiterer Glücksfall. Durch die bereits bestehende verwandtschaftliche Beziehung fiel ein großer Teil der bogischen Besitzungen an das Herzogshaus. Damit vergrößerte sich ihr Herrschaftsgebiet erneut beträchtlich. Zahlreiche Burgen, Dörfer und wichtige Verkehrswege gingen nun in ihren Besitz über und stärkten ihre Stellung besonders im östlichen Bayern. Das wohl bedeutendste Erbe war jedoch kein Schloss und keine Burg. Es war das Wappen der Grafen von Bogen. Bereits seit dem 12. Jahrhundert führten die Grafen von Bogen einen Schild mit den weiß-blauen Rauten. Nach ihrem Aussterben übernahmen die Wittelsbacher dieses Wappen zunächst als Zeichen ihres Erbrechts. Im Laufe der Zeit entwickelte es sich schließlich zum Symbol des Herzogtums Bayern und später des gesamten Freistaates. Bis heute gehören die weiß-blauen Rauten zu den bekanntesten Hoheitszeichen Deutschlands. Dass ihr Ursprung bei den Grafen von Bogen liegt, wissen dagegen nur wenige.
Betrachtet man den bisherigen Aufstieg der Wittelsbacher, wird ein bemerkenswertes Muster deutlich. Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Generationen vergrößerten sie ihre Macht durch eine bedeutende Erbschaft. Erst die Besitzung der Pettendorfer im Nordgau, nun die Herrschaft der Grafen von Bogen. Beide zusammen schufen die Grundlage für den weiteren Aufstieg der Dynastie. Die Burgen der frühen Wittelsbacher. Mit der Herzogswürde wuchs nicht nur die politische Bedeutung der Wittelsbacher. Überall in Bayern entstanden neue Herrschaftszentren oder bestehende Burgen wurden ausgebaut. Sie dienten als Residenzen, Verwaltungsorte und militärische Stützpunkte. Und zugleich waren sie sichtbare Zeichen der herzoglichen Macht. Den Anfang machte natürlich die Burg Wittelsbach bei Aichach. Sie wurde vermutlich im 11. Jahrhundert erbaut und war seit dem etwa 1115 Stammsitz der Grafen von Wittelsbach. Von ihr leitete das Geschlecht seinen Namen ab und von hier aus begann der Aufstieg der Familie. Nachdem Otto I. von Wittelsbach im Jahr 1180 Herzog von Bayern geworden war, verlagerte sich der politische Schwerpunkt zunehmend auf andere Residenzen. Nachdem Pfalzgraf Otto VIII. Von Wittelsbach im Jahr 1208 König Philipp von Schwaben ermordet hatte, wurde die Stammburg 1209 auf Anordnung Herzog Ludwigs I. von Bayern geschleift. Mit dieser Maßnahme distanzierte sich das Herzogshaus demonstrativ von dem Königsmörder und seiner Linie. Von der einstigen Burg sind heute nur noch wenige Mauerrisse und Erdwerke erhalten. Unweit davon erinnert jedoch das Schloss Unterwittelsbach an die Geschichte der Wittelsbacher. Es entstand ab 1838 unter König Ludwig I. von Bayern als neugotischer Umbau eines älteren Gutes. Heute ist das Schloss vor allem durch das Sissi-Museum bekannt, das an Kaiserin Elisabeth von Österreich erinnert. Die spätere Kaiserin, die 1837 als Herzogin in Bayern geboren wurde, verbrachte hier einen Teil ihrer Jugend. Zahlreiche Exponate geben Einblick in ihr Leben und die enge Verbindung zwischen Sissi und dem Haus Wittelsbach. Bereits um 1119 gaben die Grafen von Scheiern ihre Stammburg auf. An ihrer Stelle entstand das Benediktinerkloster Scheiern, in das der bereits 1119 gegründete Konvent von Petersberg bei Eisenhofen verlegt wurde. Das Kloster entwickelte sich rasch zu einem bedeutenden geistlichen und kulturellen Zentrum Altbayerns. Gleichzeitig wurde es zur ersten Grablege der Wittelsbacher. Mehrere Mitglieder des Hauses Scheiern-Wittelsbach fanden hier ihre letzte Ruhestätte, bevor später andere Residenzen und Grablegen an Bedeutung gewannen. Bis heute ist das Kloster untrennbar mit der Geschichte der Wittelsbacher verbunden. Mit dem Ausbau ihrer Herrschaft gewannen weitere Burgen der Wittelsbacher zunehmend an Bedeutung. Zu den wichtigsten gehörte die Burg Trausnitz oberhalb von Landshut. Herzog Ludwig I., der Kelheimer, ließ Burg und Stadt ab dem Jahr 1204 anlegen. Bereits um 1235 war die Kernburg mit Palast, Kapelle und den wichtigsten Wehrbauten weitgehend vollendet. Nach der ersten bayerischen Landesteilung im Jahr 1255 wurde die Trausnitz unter Herzog Heinrich XIII. Zur Residenz und zum Regierungssitz des Herzogtums Niederbayern. Später entwickelte es sich zu einer bedeutenden Fürstenresidenz der Wittelsbacher und erlebte ihre Blütezeit im 15. Jahrhundert unter den reichen Herzögen von Bayern-Landshut. Im Jahr 1475 war sie einer der wichtigsten Schauplätze der berühmten Landshuter Hochzeit. Ein schwerer Rückschlag traf die Burg am 21. Oktober 1961, als ein verheerender Brand große Teile der historischen Innenräume zerstörte. Dächer stürzten ein, kostbare Renaissance-Ausstattungen gingen unwiederbringlich verloren. In den folgenden Jahren wurde die Trausnitz jedoch mit großem Aufwand und unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten wieder aufgebaut. Dank dieser vorbildlichen Restaurierung zählt sie heute erneut zu den bedeutendsten und eindrucksvollsten Burganlagen Bayerns. Auch die Burg Burghausen entwickelte sich zu einer der bedeutendsten Residenzen der Wittelsbacher. Nachdem sie im Jahr 1180 an das Haus Wittelsbach gelangt war, gewann sie aufgrund ihrer strategischen Lage an der Salzach und an einer wichtigen Handelsroute rasch an Bedeutung. Nach der ersten bayerischen Landesteilung von 1255 wurde Burghausen neben der Burg Trausnitz in Landshut zu einer der wichtigsten Residenzen der niederbayerischen Herzöge und diente ihnen bis zum Ende des Herzogtums Bayern-Landshut im Jahr 1503 als Herrschafts- und Regierungssitz. Vor allem im 15. Jahrhundert ließen die reichen Herzöge die Burg zu ihrer heutigen Größe ausbauen. Mit einer Länge von über 1 Kilometer entstand eine der längsten Burganlagen der Welt.
Nach dem Landshuter Erbfolgekrieg von 1504-1505 verlor Burghausen zwar seine Funktion als herzogliche Residenz, blieb jedoch über Jahrhunderte hinweg ein bedeutender Verwaltungs- und Festungsstandort. Hinzu kamen weitere Herrschaftssitze, wie der Alte Hof in München, sowie zahlreiche Burgen und Schlösser, die im Laufe der Jahrhunderte zeitweise als Residenzen oder Verwaltungszentren dienten. Fast jede Generation der Wittelsbacher hinterließ ihre Spuren an Burgen und Schlössern. Viele dieser Anlagen prägen das Bild Bayerns bis heute und werden uns im weiteren Verlauf der Geschichte immer wieder begegnen. Kaiser Ludwig der Bayer. Nur wenige Wittelsbacher haben die Geschichte Europas so nachhaltig beeinflusst wie Ludwig IV., besser bekannt als Ludwig der Bayer. Geboren wurde er im Jahr 1282 als Sohn Herzog Ludwigs des Strengen. Schon früh wurde er auf seine spätere Herrschaft vorbereitet. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er gemeinsam mit seinem Bruder Rudolf zunächst die Regierung in Oberbayern, ehe es zwischen beiden zu Spannungen kam. Sein eigentlicher Aufstieg begann jedoch im Jahr 1314. Nach dem Tod Kaiser Heinrichs VII. Kam es zu einer Doppelwahl. Während ein Teil der Kurfürsten Friedrich den Schönen aus dem Haus Habsburg unterstützte, entschieden sich andere für Ludwig von Bayern. Das Reich hatte plötzlich zwei Könige. Mehrere Jahre lang kämpften beide um die Vorherrschaft. Den entscheidenden Sieg errang Ludwig 1322 in der Schlacht bei Mühldorf. Friedrich der Schöne geriet dabei in Gefangenschaft und wurde anschließend bis zum Trausnitzer Sühnevertrag von 1325 auf der Burg Trausnitz in der Oberpfalz festgehalten. Damit setzte sich Ludwig als rechtmäßiger König durch. Doch auch danach blieb sein Weg schwierig. Immer wieder geriet er mit dem Papst in Konflikt, der seine Herrschaft nicht anerkennen wollte. Ludwig ließ sich davon jedoch nicht aufhalten. Im Jahr 1328 zog er nach Rom und ließ sich dort zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches krönen, ohne die Zustimmung des Papstes. Ein bis dahin nahezu beispielloser Vorgang. Als Kaiser stärkte Ludwig die Stellung der Wittelsbacher im Reich erheblich. Unter seiner Herrschaft erreichte die Dynastie einen ihrer ersten politischen Höhepunkte. Zahlreiche Städte und Burgen profitierten von seiner Regierungszeit. Zugleich gelang es ihm, den Einfluss seiner Familie weit über Bayern hinaus auszudehnen. Für die Geschichte Bayerns bleibt Ludwig der Bayer bis heute einer der bedeutendsten Herrscher des Mittelalters. Die vielen Teilherzogtümer. Mit dem Tod Kaiser Ludwigs IV. Des Bayern im Jahr 1347 begann eine Entwicklung, die die Geschichte Bayerns über fast 2 Jahrhunderte prägen sollte. Nach mittelalterlichem Brauch wurden die Besitzungen häufig unter mehreren Söhnen aufgeteilt. Jeder erhielt einen Teil des Landes und regierte dort als eigenständiger Herzog. Aus einem Herzogtum entstanden so nach und nach mehrere wittelsbachische Teilherzogtümer. Bereits zuvor hatte sich das Haus Wittelsbach jedoch in 2 große Linien aufgeteilt. Im Hausvertrag von Pavia von 1329 überließ Kaiser Ludwig seinem Neffen die Pfalzgrafschaft Bahrain sowie die Oberpfalz, während er und seine Nachkommen das Herzogtum Bayern behielten. Damit entstanden eine pfälzische und eine bayerische Linie der Wittelsbacher, die fortan jeweils eigene Herrschaftsgebiete regierten. Innerhalb der bayerischen Linie kam es nach 1347 zu weiteren Teilungen. Zu den bekanntesten Herzogtümern gehörten Oberbayern, Niederbayern sowie später Bayern-Landshut, Bayern-Ingolstadt und Bayern-München. Jedes dieser Herzogtümer besaß eigene Residenzen, eigene Hofhaltungen und teilweise sogar eigenständige Politik. Besonders interessant war jedoch das Herzogtum Bayern-Straubing-Holland. Wie kam es dazu? Durch die Heirat Herzog Albrechts I. von Bayern-Straubing mit Margarete von Brieg und vor allem durch die Erbschaft seiner Mutter Margarete von Holland gelangten die Wittelsbacher ab 1345 in den Besitz der Grafschaften Holland, Seeland und Hennegau. Nach der Landesteilung von 1353 erhielten die Linien Bayern-Straubing neben ihrem bayerischen Herzogtum auch diese niederländischen Besitzungen. Die Herzöge führten deshalb zugleich den Titel Herzog von Bayern sowie Graf von Holland, Seeland und Hennegau. Für viele mag das heute überraschend klingen, doch zeitweise reichte der Einfluss der Wittelsbacher tatsächlich von der Donau bis an die Nordsee.
Residenzen bestanden sowohl in Straubing als auch in Den Haag, wodurch enge politische, wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen zwischen Bayern und den Niederlanden entstanden. Erst mit dem Aussterben der Straubinger Linie im Jahr 1425 endete dieses außergewöhnliche Kapitel der Wittelsbacher Geschichte. Die zahlreichen Teilungen hatten allerdings auch ihre Schattenseiten. Immer wieder kam es zu Streitigkeiten zwischen den einzelnen Linien. Burgen wurden ausgebaut, Bündnisse geschlossen und nicht selten sogar Kriege gegeneinander geführt. Bayern blieb zwar in der Hand der Wittelsbacher, war jedoch über lange Zeit kein einheitliches Herzogtum mehr. Die Wiedervereinigung Bayerns. Fast 2 Jahrhunderte lang war Bayern in mehrere Teilherzogtümer zersplittert. Zwar regierten überall Wittelsbacher, doch jede Linie verfolgte ihre eigenen Interessen. Immer wieder kam es zu Bündnissen, Erbstreitigkeiten und sogar zu kriegerischen Auseinandersetzungen innerhalb der eigenen Familie. Für das Land bedeutete dies oft politische Unsicherheit und wechselnde Machtverhältnisse. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete der Landshuter Erbfolgekrieg, der von 1503 bis 1505 weite Teile Bayerns und der Oberpfalz erschütterte. Auslöser des Krieges war der Tod Herzog Georg des Reichen von Bayern-Landshut im Jahr 1503. Da er keine männlichen Erben hinterließ, setzte er entgegen den bestehenden Hausverträgen seine Tochter Elisabeth und ihren Gemahl Rupprecht von der Pfalz als Nachfolger ein. Die Münchner Linie der Wittelsbacher erkannte diese Regelung jedoch nicht an und erhob ihrerseits Ansprüche auf das Erbe. Rupprecht und Elisabeth starben bereits 1504 während des Krieges, doch der Erbstreit wurde im Namen ihrer Kinder weitergeführt. Es folgte einer der schwersten Kriege, die Bayern im Spätmittelalter erlebte. Zahlreiche Städte und Burgen wurden belagert oder zerstört, ganze Landstriche verwüstet und viele Menschen verloren ihr Leben. Besonders die Oberpfalz war von den Kämpfen stark betroffen. Militärisch markierte dieser Krieg zugleich den Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit. Zwar kämpften noch gepanzerte Ritter auf den Schlachtfeldern, doch immer häufiger entschieden gut ausgebildete Landsknechte, Handfeuerwaffen und schwere Geschütze über Sieg und Niederlage. Mittelalterliche Burgen erwiesen sich den modernen Belagerungskanonen zunehmend als unterlegen und mussten künftig an die neue Kriegstechnik angepasst werden. Der Krieg hinterließ an Bayerns Burgen tiefe Spuren. So wurden unter anderem die Burgen Burg Lengenfeld, Kallmünz und Runding erobert oder niedergebrannt. Viele mittelalterliche Höhenburgen erwiesen sich den schweren Belagerungsgeschützen nicht mehr gewachsen. Ein deutliches Zeichen dafür, dass das Zeitalter der Ritterburgen langsam seinem Ende entgegenging. Erst der Kölner Schiedsspruch von 1505 beendete den Krieg. Zwar entstand mit dem Fürstentum Pfalz-Neuburg ein neues Territorium, der weitaus größte Teil Bayerns fiel jedoch an Herzog Albrecht IV. Von Bayern-München. Damit war Bayern nach langer Zeit wieder weitgehend in einer Hand vereint. Albrecht IV. Erkannte jedoch, dass die ständigen Erbteilungen die größte Gefahr für die Zukunft des Landes darstellten. Deshalb erließ er im Jahr 1506 ein neues Erbgesetz. Von nun an sollte grundsätzlich nur noch der älteste Sohn das Herzogtum erben. Diese Entscheidung war von enormer Bedeutung. Sie verhinderte weitere Zersplitterungen des Landes und schuf die Grundlage für einen starken, geschlossenen Territorialstaat. Viele Historiker sehen darin einen der wichtigsten Schritte auf dem Weg zum modernen Bayern. Weitere bedeutende Erwerbungen. Auch nach der Wiedervereinigung Bayerns gelang es den Wittelsbachern immer wieder, ihren Einfluss zu erweitern. Dabei spielten Neuerbschaften, geschickte Heiraten und politische Vereinbarungen eine weit größere Rolle als militärische Eroberungen. Besonders für uns in der Oberpfalz ist dabei die Landgrafschaft Leuchtenberg von besonderem Interesse. Die Landgrafen von Leuchtenberg gehörten über Jahrhunderte zu den bedeutendsten Adelsgeschlechtern des Nordgaus. Bereits bei der Erbschaft der Herren von Bettendorf, Hopfenohe, Lengenfeld waren ihre Vorfahren mit den Wittelsbachern verwandt. Diese Verbindung sollte sich viele Generationen später erneut bemerkbar machen. Als das Geschlecht der Landgrafen im Jahr 1646 im Mannestande ausstarb, fiel die Landgrafschaft schließlich an die Wittelsbacher. Damit gelangte ein weiterer bedeutender Teil der Oberpfalz unter ihre unmittelbare Herrschaft. Auch wenn dieser Gebietszuwachs längst nicht mehr die Tragweite des Bettendorfer oder Bogener Erbes besaß, zeigt er doch ein deutliches Muster.
Immer wieder verstanden es die Wittelsbacher, frei werdende Herrschaften in ihr Territorium einzugliedern und dadurch ihre Stellung innerhalb des Reiches weiter auszubauen. So entstand über Jahrhunderte hinweg Schritt für Schritt jenes Bayern, das wir heute kennen. Die Kurfürsten, Bayerns Aufstieg zur europäischen Großmacht. Mit ihrer stetig wachsenden Macht gewannen die Wittelsbacher schließlich auch im Heiligen Römischen Reich immer größeren Einfluss. Eine besondere Stellung nahmen dabei die Kurfürsten ein. Nur eine kleine Gruppe ausgewählter Reichsfürsten besaß das Recht, den römisch-deutschen König zu wählen, jenes Amt, aus dem später meist der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches hervorging. Die Kurwürde gehört damit zu den höchsten Auszeichnungen, die ein Fürst im Reich erhalten konnte. Bereits seit dem Mittelalter verfügte die pfälzische Linie der Wittelsbacher über eine solche Kurstimme. Für die bayerische Linie blieb diese bedeutende Würde jedoch zunächst unerreichbar. Erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts sollte sich dies grundlegend ändern. Als im Jahr 1618 der Dreißigjährige Krieg ausbrach, entwickelte sich dieser rasch zu einem der verheerendsten Konflikte der europäischen Geschichte. Bayern spielte dabei von Anfang an eine wichtige Rolle. Herzog Maximilian I. von Bayern stellte sich auf die Seite Kaiser Ferdinands II. Und übernahm innerhalb der katholischen Liga eine führende Stellung. Unter seiner Führung entwickelte sich Bayern zu einem der wichtigsten Stützen des Kaisers. Den entscheidenden Wendepunkt brachte das Jahr 1620. In der Schlacht am Weißen Berg bei Prag besiegten die Truppen der katholischen Liga unter Tilly gemeinsam mit dem kaiserlichen Heer unter General Bucquoy die böhmische-pfälzische Aufständischen. Dieser Sieg veränderte die politische Kräfteverhältnisse im Reich nachhaltig. Als Anerkennung für seine Treue und seine militärische Unterstützung verlieh Kaiser Ferdinand II. Herzog Maximilian im Jahr 1623 die Kurwürde. Gleichzeitig erhielt Bayern die pfälzische Kurstimme, die dem protestantischen Kurfürsten Friedrich IV., dem sogenannten Winterkönig, wegen seiner Teilnahme am böhmischen Aufstand aberkannt worden war. Für die Wittelsbacher bedeutete dies den größten politischen Aufstieg seit ihrer Belehnung mit dem Herzogtum Bayern im Jahr 1160. Aus Herzögen waren nun Kurfürsten geworden, Fürsten, die künftig nicht nur über ein mächtiges Territorium herrschten, sondern auch das Recht besaßen, den römisch-deutschen König mitzuwählen. Bayern rückte damit endgültig in den engsten Kreis der bedeutendsten Territorien des Heiligen Römischen Reiches auf. Der Dreißigjährige Krieg brachte jedoch nicht nur politischen Ruhm. Auch Bayern selbst wurde im weiteren Verlauf des Krieges mehrfach von feindlichen Truppen besetzt und verwüstet. Burgen, Schlösser, Städte und Dörfer litten unter Plünderungen, Belagerungen und Zerstörungen. Trotz dieser schweren Jahre gelang es Maximilian I., die Stellung Bayerns dauerhaft zu festigen und die neu erworbene Kurwürde zu bewahren. Unter seiner Herrschaft wurde außerdem die Verwaltung grundlegend reformiert, das Finanzwesen neu geordnet und die landesherrliche Macht weiter ausgebaut. Gleichzeitig begann sich die Bedeutung vieler Burgen zu verändern. Während mittelalterliche Wehranlagen zunehmend ihre militärische Funktion verloren, entwickelten sich zahlreiche Schlösser und Residenzen immer stärker zu repräsentativen Zentren für Regierung und Hofhaltung. Mit der Kurwürde hatten die Wittelsbacher einen weiteren Höhepunkt ihres jahrhundertelangen Aufstiegs erreicht. Aus den einstigen Grafen von Scheiern war nun eine Dynastie geworden, die zu den mächtigsten Fürstenhäusern Europas zählte. Das Ende der bayerischen Stammlinie. Als Kurfürst Max III. Joseph am 30. September 1777 kinderlos starb, endete die bayerische Linie der Wittelsbacher nach fast 6 Jahrhunderten. Schon Jahre zuvor blickte ganz Europa aufmerksam nach Bayern. Da fast alle männlichen Angehörigen der bayerischen Linie bereits verstorben waren oder als geistliche Fürsten keine Nachkommen haben konnten, hing die Zukunft des Kurfürstentums praktisch vom Leben eines einzigen Mannes ab. Der vorsichtige Kurfürst ließ sogar jede seiner Mahlzeiten von einem Vorkoster prüfen, weil er eine Vergiftung fürchtete. Ironischerweise starb er jedoch nicht an Gift, sondern nach einer 3-wöchigen Erkrankung an den Pocken, obwohl er seinen Untertanen die Pockenimpfung empfohlen hatte, sich selbst jedoch niemals impfen ließ. Mit seinem Tod erlosch die bayerische Linie der Wittelsbacher im Mannesstamm. Viele Zeitgenossen sorgten sich nun um die Zukunft Bayerns.
Würde das Kurfürstentum seine Selbstständigkeit bewahren oder zwischen den großen europäischen Mächten aufgeteilt werden? Die Nachfolge tat schließlich Karl Theodor aus der Linie Pfalz-Sulzbach an. Damit wurden Bayern und die Kurpfalz wieder unter einem Herrscher vereint. Karl Theodor regierte zwar über ein großes Territorium, doch seine Politik blieb in Bayern umstritten. Mehrfach zeigte er Bereitschaft, Teile Bayerns gegen andere Gebiete einzutauschen. Diese Pläne stießen jedoch auf heftigen Widerstand im Land und führten schließlich zum Bayerischen Erbfolgekrieg von 1778 bis 1779. Mit Karl Theodor begann zugleich der Übergang zur Linie Pfalz-Zweibrücken. Nach seinem Tod im Jahr 1799 übernahm Kurfürst Maximilian IV. Joseph die Herrschaft. Mit ihm beginnt ein völlig neues Kapitel der Wittelsbacher Geschichte. Nur wenige Jahre später sollten aus dem Herzogtum und dem Kurfürstentum Bayern ein Königreich entstehen. Die Wittelsbacher stellten nun nicht mehr nur Herzöge oder Kurfürsten, sondern erstmals Könige von Bayern. Schlusswort. Über mehr als 7 Jahrhunderte hinweg prägten die Wittelsbacher die Geschichte Bayerns wie keine andere Dynastie. Doch ihr Aufstieg war keineswegs das Ergebnis einer einzigen großen Schlacht oder eines außergewöhnlichen Herrschers. Es waren vielmehr kluge Heiraten, bedeutende Erbschaften und geschickte Politik und nicht zuletzt ihre Burgen und Residenzen, die den Grundstein für ihre Macht legten. Von den Grafen von Scheiern über die Stammburg Wittelsbach bis hin zu Herzögen, Kaisern und Kurfürsten spannte sich ein weiter Bogen, der Bayern nachhaltig verändern sollte. Mit dem Ende der bayerischen Stammlinie im Jahr 1777 schien diese lange Geschichte zunächst an ihr Ende zu kommen. Doch tatsächlich begann nun das wohl bekannteste Kapitel der Dynastie. Aus der Linie Pfalz-Zweibrücken gingen schon wenige Jahre später die Könige von Bayern hervor. Namen wie Maximilian I. Joseph, Ludwig I., Prinzregent Luitpold oder Ludwig II. Sind bis heute weit über Bayern hinaus bekannt. Fast 600 Jahre Wittelsbacher Geschichte liegen hinter uns. Aus dem Kurfürstentum sollte schon bald ein Königreich entstehen. Diese spannende Entwicklung erwartet euch im zweiten Teil. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.